Herzlich willkommen zurück, Freunde, zu Legend of Zelda Skyward Sword HD. Wieder mal im Schlussspurt, schon mal erwähnt. In jetzt ein paar Folgen. Wir sind eigentlich storybedingt daran, das Heldenlied zu verwenden, weil gesammelt haben wir es bereits. Und zwar genau hier. Hier wäre dieser Punkt, müssen wir halt die Lyra zücken, das Heldenlied spielen und könnten dann die nächste Prüfung und hoffentlich auch die letzte Prüfung beginnen, mit der wir dann ja eigentlich zum Triforce finden müssten. Aber wir haben noch ein bisschen was zu tun, denn man sieht zwar, es ist alles schon relativ weit komplett, bis auf jeden Pyrohüpfer. Den müssten wir beim ersten Tempel, also beim Waldtempel, oder Tempel des Wolken, des Himmelblicks oder so, müssen wir ihn eigentlich dort in der Nähe finden. Würde ich dann auch zum späteren Zeitpunkt noch machen, vermutlich dann mit der Insektenmedaille, damit es schneller geht. Ansonsten, ja, eben Sidequesten, sprich es sind noch 3 Herzteile. Und, ja, die haben ja auch schon alle Juwelen der Güte, also auch schon alle 70 Stück. Morsego ist auch wieder Mensch geworden, das war jetzt so cool. Und von diesen 3 Herzteilen können wir 1 bei Terry kaufen, aber ist ein bisschen teurer, deswegen müssen wir noch ein bisschen abwarten. Und 2 Stück gibt es noch in der Ranell-Schlucht. Oder Wüste Ranell, besser gesagt. Da gehen wir jetzt hin. Ein Herzteil ist beim Donnerdrachen, das dürfen viele von uns kennen. Ein Donnerdrachen ist sowieso sowas Lustiges, weil das ist auch gut geeignet, um die Geldbörse zu füllen. Aber zuerst holen wir uns das andere Herz, aber ich glaube, das geht schneller. Es ist so ähnlich wie das bei Cruise mit den Kürbissen und so, ist auch das hier wiederum ein Minispiel. So, die Frage natürlich, wo finden wir es? Wir finden es in der Sandmeer quasi. Im Piraten versteckt, sondern in der Werft müsste es sein. So cool, also Captain niemand direkt hier ist, wa? Obwohl er jetzt eigentlich ein eigenes Schiff hätte, ist er trotzdem gerne unser Butler quasi. So. Erstmal die beiden noch loswerden, wobei wir können auch einfach durchmarschieren. Hey, ihr habt doch... Ich wollte gerade so drauf. Warte mal. Dann geht das doch wieder. Moment. Wir hatten ja die Wirbelattacke so und... Hä? Das letzte Mal im Kampf gegen Giruin ging es nicht. Aber es geht ja, okay. Weil diese Wirbelattacke, also auch die Senkrechte, werde ich schon bald brauchen. Und zwar müsste es bei ihm hier sein, oder? Was machst du denn hier? Ja, ist ein wenig Spaß. Spaß? Wusste doch, dass sich deine Neugierde wecken kann. Lass mich mal erklären. Versuch so schnell wie möglich zur Ziellinie zu gelangen. Beuge deinen Körper, um den Malas an der Lore zu halten. Kleines Spiel. Genau. Ich glaube, er ist ein Anfänger. Alles bereit zur Abfahrt. Hier gibt es ein Herzteil, was man eben sehr schnell übersehen kann, weil... Warum sollte man nochmal zurückkommen? Wenn man die Werft einmal gemacht hat. So, und ähnlich wie eben da mit dem Bogenschießen bei Cruise brauchen wir auch hier eine gewisse Punktzahl. Und in diesem Sinne halt eine gewisse Anzahl an Sekunden, um das Herz zu gewinnen. Aber ich glaube, es geht sowieso erst ab der Stufe Experte. Das Ziel erreicht! Einfach super spitzenmäßig, selbst ich hätte das nicht geschafft, Mann. Du bekommst einen Rubin, den ich wie in meinen Augen abgegütet habe. Einen? Ah, einen silbernen, okay. Genau, also mein so, weißt du jetzt zwar nicht, ob wir jetzt beim zweiten Mal auf Anfängerstufe auch wieder einen silbernen Rubin kriegen würden, aber man könnte ja so theoretisch auch ein bisschen Geld farmen. Wird vielleicht schneller gehen als beim Donnerdrachen, hä? Nee, ist ja das Gleiche. Ich weiß sogar die Zeit nicht mehr, die wir dafür benötigen, aber wenn wir ähnlich schnell sind wie jetzt auf der Anfängerstrecke, dürfte das ja kein Problem sein.
Ich glaube, damals im Original habe ich hier schon ein bisschen gebraucht. Jetzt hat die Frage, wie schnell müssen wir hierfür sein? Ich habe keine Ahnung mehr. Du hast Ziel erreicht. Okay, wie schnell müssen hierfür sein? Unter 1,10, unter einer Minute? Noch eine Regel erklären? Ja, bitte, weil ich müsste zumindest mal die Zeit wissen. Was sogar unter einer Minute? Wie soll denn das hinkriegen? Oder gibt es halt doch so einen Streckenteil, der ziemlich doof ist? Hier bin ich schon ziemlich gut. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie besser machen könnte. Jetzt gehe ich einmal rechts durch, vor allem mal links. Uah. Ja, ich bin schneller, weil vorhin war ich irgendwie bei 50 Sekunden hier. Wie soll das unter einer Minute möglich sein? Na, besser, fantastisch! Diese Belohnung. Ah, Mist. Wie soll das noch schneller gehen? Also rechts war bei der Abzweigung schon richtig, aber... Okay, na komm, ist jetzt das dritte Mal. Alle guten Dinge sind drei, sagen wir so schön. Eine Lorenfahrt, die ist lustig. Sonst muss man doch wieder mal eine meiner alten Folgen angucken. Beziehungsweise es gibt ja eh nur eine, weil ich habe es nur im ersten Run habe ich auch 100% gemacht, im zweiten Mal. Da war ja der 6 Herz Run im Heldenmodus, da habe ich ja die Herzteile nicht gesammelt, also habe ich es dort auch nicht gemacht. Ich kann mich nach vorne neigen, geht ja nicht. Ich kann mich nur links und rechts neigen. Ich bremse zwar hier immer ein bisschen ab, aber da kann ich halt nichts machen. Also sprich, das Spiel bremst auch da ja automatisch ab. So, ja, hier kann ich so natürlich viel mehr Geschwindigkeit aufbauen, das stimmt.
Und 1,5. Also es geht immer besser, gar keine Frage, aber... Okay, muss unter 1,5 sein, sehr gut. Schon wieder vorbei, Mann. Dankeschön. Wir haben es geschafft, Freunde. Auch dieses Herzl ist nun unser eigen. Perfekt. Puh, ja, unter einer Minute, das wäre schwierig geworden. Oder hätte zumindest nicht gewusst, ob ich das machen soll. Die Lissatons. Ja, hier kann man natürlich auch easy die Dinger hier farmen. Aber brauche jetzt natürlich nicht mehr. Jo, wie geht's? Naja, macht ihr mal. Na, hier rüber kommt ihr nicht, wa? Ja, Flammenwurfmäßig. Ist schon klar. So, Freunde, hätten wir das? Bei 11 Minuten sind wir, wa? Ich überlege jetzt tatsächlich, schnell in den Wald von Falvon zu gehen und den seltsamen Hüpfer da, also den seltsamen Käfer zu holen. Und auch direkt zum Donnerdrachen. Komm, wir holen jetzt erstmal den Käfer. Ja, eigentlich an der Käfermedaille wird es noch schneller gehen, aber ich weiß eigentlich, wo er ist, insofern. Die Käfermedaille ist zwar schon cool und praktisch, aber sie zeigt uns ja bloß die Position an, wo so ein Käfer gerade wäre. Das kann ich mir eigentlich ja schenken, da ich ja jetzt weiß, wo dieser seltsame Pyrohüpfer ist. Ja, und zwar Tempel im Wald müsste er sein. So angeblich hier drüben. Da haben wir ihn, Freunde. Den letzten Käfer. Perfekt, haben wir das auch geschafft. Ein Pyrohüpfer. Ich glaube, der, den man am ehesten übersehen kann. Bei den Wolkenhirschkäfer zwar auch. Na egal. Dann haben wir hiermit, also diese Seite schon mal komplett. Hier haben wir jetzt alles gemacht. Von dem wir auch alle Sidequests, die mit ihnen zu tun hatten, gemacht. Auch mit allen Juwelen der Güte und so. Hier ist soweit auch alles komplett, auch mit den Upgrades für die Bombentasche, Köcher und für das für die Dekotasche, sprich für die Schleuder. 5 Flaschen haben wir insgesamt auch, die haben wir auch alle gefunden. Hier haben wir auch alle Items. Die haben wir auch alle schon upgradet bis zum Maximum, was jeweils überhaupt ging. Die Aurasuche, haben wir die 4 Dinge auch schon drin. Da sind halt für Main-Quests, da ist für Side-Quests, was... Das ja auch für Sidequest ist, kein Plan. Lux-Geldbörse auch Maximum, klar. Die Kohle dafür fehlt noch, aber ist ein anderes Thema. Also fehlen noch 2 Herzteile. Eine beim Donnerdrachen und eine bei Terry. Es läuft wie geschnitten Brot, Freunde. Der Donnerdrache. Das könnte knifflig werden. Wobei, ich glaube mich zu erinnern, dass beim Donnerdrachen ja so eine Sache war. Warte mal. Also jetzt kann ich langsam erzählen, was da abgeht. Beim Donnerdrachen. Worum geht's? Es ist ähnlich wie damals bei Ocarina of Time 3D. Eine Art Boss-Run. Wo man halt nochmal gegen frühere Bosse antreten kann. Ist es ja so. Zu diesem Zeitpunkt des Spiels haben wir noch nicht alle Bosse bekämpft. Weil das Spiel ist noch nicht vorbei. Deswegen kommen noch weitere Bosse. Und diese Bosse kann man zwar bei ihm auch bekämpfen, aber natürlich erst später. Sobald man halt einmal gegen sie gekämpft hat. Aber ich glaube sowohl für das Herzteil als auch für den... Moment. Als auch für den stärksten Schild, also stärker als den göttlichen Schild, ist es so, dass wir nicht alle besiegen müssen. Ich glaube, es waren... Oh, ich weiß schon wieder. Es gibt, glaube ich, irgendwie 12 Bosse. 10, 12 insgesamt. Und ich glaube... 8 mussten wir besiegen für den Schild. Und ich glaube 4 fürs Herzteil. Irgendwie so war das, glaube ich.
Bin aber nicht mehr hundertprozentig sicher. Was er natürlich noch weiß, ist, wir müssen es schaffen, ohne überhaupt Tränke einsetzen zu dürfen. Also während des Kampfes, ihr könnt theoretisch vor dem Kampf einen Trank nehmen, aber versucht es mal ohne. Ich hoffe, es klappt trotzdem. Und mal gucken, was für Items wir alles haben. Das war ja schon beim zweiten Boss, genau. Naja, mal gucken. Wird schon gut gehen. Michael, du scheinst bereit für ein wenig Spaß zu sein, na? Jo, gerne. Die vergangenen Ereignisse zu werfen. Du hast viel erlebt auf deiner Reise, wa? Du hast Kämpfe gegen bösartige Monster angefochten und deine Ausflüge nach Siren waren auch nicht ohne. Genau, man kann dann nochmal in die Siren gehen, also vor allem für die Items, die man dann farmen möchte, wie im Finsterhalbmonde und so. Wir wollen natürlich den Kampf erproben. Du wirst auf die stärksten Gegner treffen, die du bisher bekämpft hast. Ich kann nun meine Macht dafür nutzen, einen deiner alten Kämpfe zu reproduzieren. Gewinnst du, so erhält dich ein Preis. Einer Preis ist ein unglaublich starker Schild. Aber zieh nicht Zorros ins Gefecht. Wenn du verlierst, dann war's das. Ohne Blessuren wirst du wohl kaum aus dem Kampf hervorgehen. Ja, und eben. Ist ja nicht so, dass du von Kampf zu Kampf geheilt wirst. Nee, nee. Wann fand dieser Kampf statt? Eher später. Na, am Anfang kaum. Machen wir Girahim. Was im Original auch schon so, dass ich irgendwie auswählen kann, wen wir zuerst antreten wollten. Eigentlich, ja gut, je nachdem wie viele Herzteile ich so verlieren, oder Herzen ich verlieren würde, egal, komm. Damals bereits besessen hast und du kannst kein Item aus deiner Abenteuertasche einsetzen, genau. Wir haben im Kampf ein Schild zu tragen. Das Schwert müsste eigentlich noch das aktuelle sein, oder? Also ist wieder das Gold. Ne, ist Masterschwert. Okay, gut. Deswegen müssen wir relativ schneller gehen. Dass ich überhaupt anfassen kann. Hallo, es ist ein Masterschwert. Du. Schade. Potsblitz, manchmal so unglaublich, du bist ein wahrer Krieger. Also das hier. Es sind sie Rubine, na komm schon, nimm sie. Mal, Michael, was hältst du von dich in einem weiteren Kampf zu versuchen? Haben jetzt zum Beispiel einen enorm harten Schild, aber dein Interesse geweckt? Jo. Meine Wandern können vernommen werden. Können sie auch? Also machen wir 20 Rubine. Fortfahren. Dann ins Getümmel zu stürzen. Jetzt müsste also bei ihrer Dame kommen, wa? Du. Aua. Das ist jetzt ein bisschen unpraktisch, aber kann man meine Dinge auffüllen.
Okay, 10 ist das Maximum, mehr geht momentan nicht. Von mir aus. Geht gar nicht, war krass. Jam, 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 jam. So. Gut gemacht, Mann. Du bist geil drauf, Mann. Ja, da haben wir so lange gebraucht, gar kein Problem. Nimm sie Rubine, Mann. Nimm sie schon. Einen gewöhnlichen Schatz. Erst nach dem nächsten Kampf gibt es 100 Rubine. Na, was ist, wenn sie fortfahren? Ich glaube, Freunde, schauen wir uns die nächste Folge an, wa? Wie wir weitermachen, aber die Tendenz steht, glaube ich, schon eher auf Fortfahren. Bis dahin, ciao zusammen.